Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Ja, die Bursche sind nach wie vor eingefroren. Die vor allem im Doggy-Style eingefroren, was ich auch etwas pervers finde. Ach ja, ich freue mich, als ob die sich dabei was gedacht hätten oder ob das einfach nur so unschuldige Gedanken sind und ich mache wieder Ferkelei draus. Höchstwahrscheinlich werde ich wieder Ferkelei draus machen, was auch sonst. Jetzt gehen wir mal zum Händler wieder mit seinem lustigen Zuhälterbart. Da können wir jetzt nämlich ein paar neue Sachen kaufen. Das Ding hier, aus robustem Holz gefertigt, Stärke +4. Und das hier, aus zähem Leder geschneidert. Na alla. Aus zähem Leder geschneidert klingt doch ganz gut. Vor allem, weil das Ding nicht die KP wiederherstellen kann, der Holzstock. Gehen wir doch gleich mal wieder rein in die Rüstungen. Und die erst erkämpfte Jacke heißt Lederweste. Besser als die Schutzweste, oder? Ziehen wir das Ding doch mal an. Sehen können wir dort leider nichts. Na, Quatsch. Ich wollte wieder raus. Ja, genau. Sehen können wir leider nichts bei der Rüstung. Das finde ich ein bisschen schade. Er hat nach wie vor die lustige Pumphose und die violette Schuhe und seine violette Highlights wie Bauchbinde und andere Sachen. Willkommen beim Magier. Okay, jetzt haben wir hier ein paar lustige Sachen, weil wir Kristalle gefunden haben. Das erste ist der hier. Entfesselt die Kraft des Feuers. Da holen wir uns doch natürlich 2 Stück davor. Obwohl, nee, Quatsch. Geht nicht, weil wir nicht so viel Kristalle haben. Erstmal nur einer. Dann geht's weiter. Mit dem nächsten. Verursacht eisige Kälte. So wie deine Stimme. Okay, danke sehr. Wann sehen wir uns wieder? Ach, das wird sich noch zeigen. Okay, jetzt haben wir jeweils einer von den Ringe drin. Ich werde dann auch nochmal jeweils einer kaufen, um euch mal vorzuführen. Ja, bei denen ist immer noch Pustekuchen bei den Jungs und bei den Mädels. Alle noch eingefroren. Aber die Frau ist wieder aufgewacht. Ich fühle mich irgendwie seltsam, als wäre ich aus dem tiefen Schlaf erwacht. Sagt ihr was Neues, oder? Huch, habe ich gepennt? Ich habe einen Traumkater. Ich war in einer riesigen Stadt. Sogar da habe ich gestickt. Ziemlich seltsam. Allerdings, ja. Die, ach, okay, das sind wieder die, einer von uns. Die können wieder nur dasselbe Sache. Nur die ohne hat noch ein anderes Gedächtnis. Die anderen sind leider schon eine Kollektivwoche. Vielleicht ist die Ente ohne auch noch neu und muss sich erst ans Kollektiv anpassen, wer weiß. Als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich gewusst, dass ich meine Rettung nur dir verdank. Arg, mein Held, ich weiß, verwende ich das Webstück. Ich weiß, verwende dies... Jesus. Ich weiß, verwende das Webstückel gedacht ist. Arg, weil du uns so mutig geholfen hast, will ich auch dir helfen. Ich werde all meine Liebe in das Webstückel lecken. Oh, dankeschön. Mal gucken, was dann rauskommt. Wahrscheinlich was Pinkes mit Quaster oder sowas. Unglaublich Peinliches. Verdient hätte das jo. Na alla, dann gehen wir jetzt hier wieder raus und stellen uns die nächste Aufgabe vom nächsten Tour mit der großartigen Unterweltsmusik. Und es gibt dann noch andere Sachen, die man ja optional erledigen kann in der Unterwelt. Man kann nicht nur die Türme machen, um die Kontinente wieder aus dem Meer zu holen, sondern man kann noch andere Sachen machen. Man kann auch anderes aus der Tiefe des Meeres befördern. Und das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir aber erstmal hier in Turm 2. Und es geht schon mal auf ohne Palaver. Das ist schon mal nicht schlecht. Der sieht ein bisschen anders aus, der Turm hier. Aber die Musik ist nach wie vor die gleiche. Zack, habe ich dich. Die Gegner sind auch nach wie vor dieselbe. Das heißt, großartig überrascht werden wir hier nicht, was die Standardgegner angeht. Aber es kommen noch ein paar neue dazu. Oh, Arg wurde geröstet. Die Röster, die sind nach wie vor noch kräftig dabei, mir das Leben schwer zu machen. Zack, aber dich kriege ich mittlerweile mit M-Funkepflug. Arg erhält einen Kristall. Jo, und hier müssen wir vor allem auf die Statue achten. Ihr seht, dass der einen grünen Dupser hat auf der Stirn und der hat einen roten Dupser. Das wird noch fatal sein, wie ihr sehen werden. Das ist essentiell für den Turm hier. Level 4 erreicht. KP steigt um 8. Stärke steigt um geile 1. Abwehr ebenfalls. Und Glück genauso. Popel-Level sind halt immer noch ein bisschen popelig von den Stats. Damit müssen wir leben. Und es gibt wieder ein Seelchen für uns. Hallo, zarte Seele.
Guck dir die Statue und die Juwele in der Stirn an. Okay, mach ich. Arke-Held, 30 Taler. Geil. Okay, was machen dann die rote Jungs? Wir sehen, was sie machen. So kann man dann hier hochkraxeln. Und dann landen wir hier. Hoppala. Na, Mistvieh. So, da ist auch noch ein Seelchen. Und die sagt, goldene Schalter, was werden sie wohl auslösen? Na, wir finden es raus. Arke hält einen Kristall. Generell in solche Spiele ist ja immer der Fall, wenn ein Schalter da ist, dann will er gedrückt werden. Der ist zwar nicht wirklich Gold, meiner Meinung nach, sondern es ist der obligatorische und klassische rote Knopf. Aber na gut, wir nutzen das Gebiet natürlich jetzt, da alle Gegner wieder respawnen, zum Level. Versteht sich ja selber, von selber. So rum, Herr Jemine. Was sagst du wieder? Oder die Statue und die Juwele auf ihrer Stirn. Ah, ja, schon klar. Wobei das auf Pelzig eigentlich Stern heißt und nicht Stirn. Das ist auch sehr witzig. Auf Pelzig heißt Stirn tatsächlich Stern. Und die Sterne selber werden auch genauso ausgesprochen. Das heißt, es erschließt sich nur aus dem Kontext, ob bei dem Wort Stern die Stirn oder die Sterne gemeint sind. Ach ja, Pelzig für Anfänger, immer wieder großartig. Deswegen liebe ich auch meine Let's Plays auf Pelzig, weil ich dann so Sachen immer erklären kann. Die Leute in meiner Umgebung wissen das natürlich. Aber wenn ich das hier im Internet veröffentliche, dann will ich auch noch ein bisschen informativ sein und sei es nur beim Pelzig. Die gut Tinoe weiß das sowieso, die kommt nämlich auch hier aus der Gegend, zumindest in der relativen Nähe. Und die kennt so einen Dialekt natürlich. Arke hält Heilknoller. Und da ohne war so ein wieschter Kerl, da habe ich jetzt viel zu schnell den Typ abgeschlachtet. Ich wollte doch eigentlich noch zeigen, was das für einer ist. Da ist er. Da ist er, der Butzenickel. Komm, mach dein Spezialdingens. Zack. Dem sei magische Sache können wir jetzt, mit unserem Schild abwehren. Und es, der Magier starrt dich böse an. Arg erwidert den Blick. Der kann ihm nämlich lähmen. Der Magier starrt dich böse an. Arg ist gelähmt. Das heißt, ich bleib vor einer Weilchen dann erstarrt und der kann mich angreifen. Und manchmal kann man es erwidern. So. Ja, der Magier erkennt man natürlich an seinem obligatorischen Spitzhut, ist ja vollkommen klar. Und ich hasse Magier mit Spitzhüte. Ich hasse Klischee-Magier, ohne Witz. Gerade wenn ich das auch beim Lab sehe. Und ja, wenn wundert's, der Let's Player macht auch Lab. Ach Gott, wie seltsam. Nee, wenn ich das auch beim Lab sehe, dass Magier Spitzhüte tragen, ich krieg die absolute Krise bei sowas. Das ist so dermaßen Klischee und null individuell. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. Zack. Und da sehen wir wieder die Rotstirneriche. Können wir wieder so nehmen. Zack. Hallo, hallo. Und hier hinterlassen leider noch gammliche Münze und große fette Taler. Das wird sich auch noch bei den Gegnern erinnern. Die Ritter hinterlassen ja solche größere Talerbrocken. Und da gibt es auch später im Verlauf Gegner, die hinterlassen ganze Talerberge. Okay. Alle Schalter gedrückt. Der Weg ist frei. Zack. Okay. Ich würde aber sagen, ich nutze nochmal das letzte Gebiet, weil da so viele lustige Magier sind. Gucken wir doch gerade mal an der Stelle. Das bietet sich definitiv immer an, beim Let's Play sowas zu zeigen, weil ich sowas auch so viel zu selten mache. Wir haben derzeit, wie ihr unten sehen könnt, bei ERF, Erfahrung, 336 und ab 430 kriegen wir unser nächstes Level. Das heißt, 336 merken wir uns jetzt mal und killen mal so einen Hupper hier. 336, wie viel hat er gebraucht? Der bringt leider nur 2 Erfahrungspunkte, der Hupper. Und die Dinger hier, gucken wir auch gerade mal. Wobei, wir machen den jetzt mal platt, dann sind wir auf 340. Und das Ding, das ist auch zu geil gemacht, die Animation, wenn er geröstet wird. Die Dinger, die Feuergrenze, die geben 4 Erfahrungspunkte. 344, die geben 4 Erfahrungspunkte, genau. Und der Magier, wie viel gibst du? 344, merken wir uns, der gibt auch einen richtigen Taler. Dann 44, der gibt 6 Erfahrungspunkte. Okay. Allzu stark sind die jetzt auch nicht. Ich habe mir die doch ein bisschen erfahrungsträchtiger vorgestellt, die Magier.
Ich habe gedacht, die geben ein bisschen mehr. An Thaler hat er wiederum 12 gegeben. Das ist auch nicht zu verachten. Während die nur 3 bis 4 geben mit ihrer Münze, geben die Magier doch ein bisschen mehr Thaler. Auf jeden Fall über 10. Jo, 13 hat er jetzt gegeben. Okay, also zum Leveln ist es jetzt auch nicht so geeignet, wenn die Magier doch nur 6 Erfahrungspunkte geben. Ich habe gedacht, die geben ein bisschen mehr. Bei der Ritter werden wir auch mal gucken, wie viel die an Erfahrung so geben. Ja, jetzt kommt der große Raum, wo ich als Kind häufig verzweifelt bin. Aber wenn man sich's anguckt, ist es eigentlich sehr, sehr simpel. Wir sehen hier den Raum und wir sehen, dass hier durchaus auch nochmal so Dingens mit rotem Juwel ist. Und was passiert, wenn man es falsch macht? Gucken wir doch gerade mal. Dann hören wir das lustige Geräusch und überall erscheinen blaue Hubbas. So, die machen wir jetzt auch nochmal platt, die ganze Hubbas. Das gibt natürlich wieder Erfahrungspunkte. Ist ja völlig klar. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall nochmal mit an Erfahrungswert. Zack, zack. Und wäre ja auch dämlich, wenn man das jetzt nicht noch Eissacke in die EP. Ist zwar nicht so viel, was wir da kriegen, aber egal. So, das haben wir jetzt verbockt. Das können wir nicht nochmal besser machen. Das heißt, wir betreten das Gebiet neu und spawnen die Statue neu. Da können wir nämlich Folgendes machen. Zack. Das stimmt soweit. Und ihr könnt euch denken, was wir bei dem da drüber auch machen müssen. Und der Weg hat sich wundersamerweise geöffnet, wie wir jetzt auch gehört haben. Zack. Und hoch geht's. Da ist auch schon wieder der Wächter, der auf uns wartet. Durch dem komplizierte Rätsel. Frage mich nicht, warum ich das als Kind nicht gebacken gekriegt habe. So. Aber mit 8 Jahren tickt mal ein bisschen anders. Jetzt haben wir hier diverse Möglichkeiten, an den Schalterdraht zu kommen. Und die einfachste ist definitiv das hier. Einmal, wenn ich euch das mal noch zeigen darf. Aus dem Stand wäre durchaus 8 Draht kommen. Aber wir sehen, wenn wir Alaf nehmen und rennen, schmeißt er wesentlich weiter mit dem Ding. Gerade nochmal gucken, der Unterschied. Zack. Hätte gereicht. Renner hätte definitiv gereicht. Und wenn wir jetzt noch springen, rennen und dann werfen, also Renner, springe und dann werfen, dann geht es in einer steile Kurve noch unter. Das war das, was ich gemacht habe. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Na, so soll's sein. Hi, Treter. Okay. Das mal gucken wir ohne Bosskampf davor. Das war wohl durch die Rätsel schon schwierig genug. Und ich schweige jetzt für die geile Musik. Wir sehen Eurasia auch schon als Kontinent bei der Sequenz. Und der nächste Kontinent erscheint in Silbergrau vor uns. Ihr könnt euch vielleicht denken, was es war für ein Kontinent, den wir hier wieder kriegt haben. Südamerika kehrt aus der Tiefe vom Meer an die Oberfläche zurück. Ja, das war Südamerika jetzt. Und Südamerika belebt auch leider nur 2 Leute wieder. Ich glaube, das sind der Jenso, der Müller und sein volksoffener Lehrling.
Ach ja. Herrlich. Es lohnt eigentlich nicht, wieder zurück ins Dorf zu gehen, würde ich sagen. Und da wir noch 5 Minuten übrig hätten, können wir genauso gut mit dem dritten Turm auffangen, oder? Also, nehmen wir den doch gleich mit. Speichern müssen wir jetzt auch nicht unbedingt, also so großartig war das jetzt auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal dort hier und nach den 5 Türmen klapper ich auch nochmal die optionale Sache ab. Absolut versprochen. Turm 3. Da geht's auch ohne großes Palaver. Also Reihe in den Turm. Oh ja, das ist, glaube ich, mein Lieblingsturm. Uah! Das war jetzt gerade Glück, aber das Glück hat mich jetzt hier verlassen. Dass ich hier nochmal rüber gejumpt bin, das war absolutes Glück. So, okay. Hier können wir nichts mehr finden, was interessant ist. Und dann, ui, Hieronymus. Ach du Scheiße, okay, Mist. Das war jetzt Pech gehabt. Komm her, du. Huba Buba. Okay, das hat's gebraucht. So, da gucken wir jetzt nochmal, was wir hier finden. Argerheld Heilknoller. Das Ding haben wir jetzt auch nochmal platt gewalzt. Insgesamt 200. Das ist der Trick, dass man da einfach durchschlüpfen muss. Da habe ich am Anfang auch ewig gebraucht, bis ich das mal kapiert habe. Und jetzt machen wir nochmal den Trick. Damit wir hier rüberkommen. Und jetzt kommen wir generell gar nicht mehr rüber. Weil die Dinger sind hier runtergekippt. Und gerade nochmal gucken, ob das noch funktioniert. Ich glaube aber nicht. Wir können aber hier runtergehen, damit man die Brücke nochmal respawnen können. Wenn wir auf der Brücke runterfallen, dann täten wir hier landen und hätten hier nochmal Argerheld einen Kristall. Und eben deswegen fallen auch manche Leute hier extra runter. Aber ich erledige das lieber so, indem ich das dann nochmal optional so mitnehme. Okay, das hier mal so platt kriegt. Na, Moment. Erstmal rüberspringen und dann machen wir dich nochmal so fertig. Huba, buba, huba, buba. Komm her. So. Fertig. Wir nehmen hier natürlich nochmal alles mit, was es an Erfahrungswerte gibt. Gerade mal gucken, das mich jetzt auch interessiere. 424 Hämmer. Und wie viel bringt der? Okay, anscheinend nicht die benötigte 6er. Ah, nee. Okay, aber fast. 4 Erfahrungspunkte, genau. 4 Erfahrungspunkte bringt so ein roter Huba. Level 5 erreicht. KP steigt um 5. Stärke steigt um 1. Glück steigt um 1. Abwehr gibt's das mal nicht. Fehlerzeiger. Okay. Na gut. Dann nehmen wir jetzt auch nochmal mit den Gegner. Gerade mal gucken, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil die geben so viel wie die rote Hubas. 436 Hämmer im Sack grad. Wo bist du, Gegner? 436 Hämmer im Sack, das müssen wir uns mal merken. Vorher haben sie 4 gegeben. Und sie geben immer noch 4 Erfahrungspunkte. Okay, das ist nicht levelabhängig, wie es aussieht. Das hat mich jetzt auch nochmal interessiert. Okay. Nee, klar, Quatsch. Ich glaube, das ist noch nicht mein Lieblingsturm. Mein Lieblingsturm in Anführungszeichen ist, glaube ich, der 4. Den mag ich, glaube ich, nicht. Aber der 3. dürfte noch in Ordnung sein. Der 4., der 3. hat, glaube ich, so einen lustigen Endgegner. Und zack. Ist an sich nicht so besonders schwierig. Genauso wie das Rätsel hier. Das habe ich erstaunlicherweise als Kind sehr schnell hingekriegt. Wie man das zu lösen hat. Zack. Und, oh, Moment. Das muss wieder zurück. Weil die Brücke, die können wir nicht gerade herstellen. Deswegen müssen wir hier schräg runter. Das war's auch schon. Und damit uns nicht irgend so ein Hansel verfolgt. Ich bin da etwas paranoid bei sowas und will mich halt auch richtig in das Spiel reinfühlen. Mache ich immer so einen Quatsch, damit ich dann denke, so, jetzt kann mir keiner hinterherkehren. Und es dauert wieder ewig, bis mir jemand folgen kann. Ich würde es zumindest so machen, wenn ich in der Situation vom Ark wäre. Ja, man, ein Wächter erscheint. Hau ab. Den können wir übrigens auch nur mit dem Funkeflug erledigen. Hoplala. War gut, dass die mich ausgebremst haben, sonst wäre ich jetzt volle Karacho auf die Gegner und dann in die Tiefe gestürzt. Ja, das ist auch wieder eine neue Art von Gegner, die es hier gibt. Oh, na. Jo. Wie gesagt, es gibt einfach so spezielle Sachen, die ich da hab, die ich so als eigene Macke hab. Das mag man mir noch sehr. Es gibt halt immer so Spieler, die haben ja irgendeine Art, wie sie das mal... Ah, ne, Quatsch, mit dem Flugattacke geht es auch. Für die fliegende Gegner.
Ja, es gibt so Let's Player, die haben einfach ihre Eigenart, beziehungsweise jeder Spieler spielt sie individuell für sich, auf seine Art und Weise durch. Und manche haben auch einfach lustige Macke, wie ich finde, und liebenswerte Eigenarten. Deswegen gucke ich das auch bei Tinoe so unglaublich gern. Okay, ja, weil die auch sehr lustige Eigenarten hat und teilweise sehr viele Ähnlichkeiten hat wie ich, was die paranoide Sache angehen. Und was die Eigenarten einfach angeht. Dann gehen wir hier durch. Und wir gehen ins Heller. Ich glaube, den dritten Tour mache ich jetzt auch einfach noch mit dazu. Weil so besonders lang geht ja nicht. Und den kann ich genauso gut hier auch nochmal mitnehmen. Zack und zack. Die rote Hubas gehen uns jetzt auch sehr viel einfacher von der Hand, möchte ich mal anmerken an der Stelle. Weil bei dem ersten... Tja, beim ersten Mal, als wir auf diese Hubas gestoßen sind, auf die rote... Jetzt lähmt uns die Sau auch noch. Ja, beim ersten Mal, als wir auf diese Hubas gestoßen sind, haben wir ja nur Ends abgezogen. Mittlerweile geht es relativ fix von der Hand, wie ich finde. Und hier finden wir noch Argeheld Traumsiegel. Ah, ich mag auch die Musik. Okay, Argeheld Traumsiegel. Ja, geiler Scheiß. Was machst du eigentlich, Traumsiegel? Gehen wir da mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Traumsiegel. Blockiert den Schlafzauber. Ich weiß zwar nicht, warum er das braucht, das Ding. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich rüste das jetzt mal aus, damit es der Schlafzauber blockiert. Ich habe, glaube ich, das noch nie in meinem Leben gebraucht und ich wurde auch hier nie mit dem Schlafzauber oder ähnliches belegt. Aber wir rüsten es einfach mal aus. Einfach nur, weil es unser erster Gegenstand ist, den wir hier geschenkt kriegen. Linkes und rechtes und das geht auf. Hubas! Hubba, 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 hubba. Ui, und wie viele? Alle auf einen Haufen, damit wir euch auch einfacher killen können, ihr Viecher, bevor sich das Geld auflöst. Sammle ich es auch mal lieber ein, weil wenn man das Geld nicht schnell genug einsammelt, hat es die Eigenart zu verschwinden und sowas wollen wir nicht. Beim besten Willen nicht. Na gut. Außenrum ist nichts los, wie wir sehen können. Das heißt, ich mag jetzt einfach mal hier in die DRG, aber da passiert auch nichts. Dann müssen wir wohl hier hingehen. Ah, nee, Moment. Das war der vierte Turm, was der lustige Endgegner gehabt hat. Das hier war einfach nur ein stinknormaler Endgegner, würde ich sagen. Die Stimme des Wächters ertönt. Du hast wirklich großen Mut. Will Schrei? Dann besteht die Prüfung. Das klingt ja fast wie bei der Metzger-Meisterprüfung. Und Schattenmagier war ein Trugbild. Zack, Schattenmagier war ein Trugbild. Zack, Schattenmagier erscheint. Schattenmagier war echt. Schattenmagier war ein Trugbild. Ja, die Trugbilder, die erscheinen uns nochmal als kleine lästige Gegner. Und der echte, der explodiert einfach. Na, allerhaupt, so soll's sein. Eintrete! Das machen wir doch gleich, wenn der uns mit seiner Engelsstimme dazu fordert. Und ich bin wieder still wegen der Musik. Bombe, oder? Einfach nur Bombe. Jetzt sehen wir beide Kontinente, die da auf dem Meer zu sehen sind. Und der nächste Kontinent kommt in Orange-Rot. Ich finde auch das Stückchen eigentlich sehr schön, das Spieluhrstückchen. Gefällt mir eigentlich auch echt gut. Ach ja. Nächste Videosequenz kommt. Und die Videosequenz, muss ich auch mal dazu sagen, die war sellemols in der Fernsehwerbung dabei, die 1996 im TV gelaufen ist. Da war die Sequenz in einer oder 2 Sekunden als Ausschnitt mit dabei
für die TV-Werbung, die offiziell von Terranigma. Ah, wunderschön. Wo auf der Welt sehen wir auf dem Kontinent so einen riesigen Mond? Ihr werdet was bestimmt Sache kennen. Und ihr wisst bestimmt schon genau, was für ein Kontinent es ist. Guckt euch das mal an, wie schön das animiert ist von 1996. Absolut großartig, der Mond. Wunderschön animiert. Da ist es schon. Und was ist das für ein Kontinent? Afrika kehrt aus der Tiefe vom Meer an die Oberfläche zurück. Und die Afrikaner beleben 2 Kinder und eine arme Mägdelein. Wunderbar. Wunderbar. Ach ja. Und ich finde, mir hätte nicht großartig überzogen mit circa 5 Minuten jetzt. Und ich würde auch nochmal ganz gerne noch Christa zurückkehren, um, hoppala, in die Kristallsackgasse gerannt. Ich hätte auch gerne in Christa nochmal, oder Christa, gerne nochmal Halt mache, um zu speichern, damit ich die Episode beenden kann. Und den heutigen Aufnahmetag mit 3 Episoden, die ich heute aufgenommen habe. So, jetzt sind wir wieder zurück in Crystal Meth da. Und ich gehe doch gerade mal zu meinem Tagebüchel. Aber vorher schmatze ich mal noch den Apfel rein, gerade weil es die alte Gewitterhex nicht sehen kann. Und auch wenn ihr ein Brote hier überkocht, wie man sieht, mal gucken, ob wir ihre Statue zerschlagen können mit dem Ding. Nee, sie ist leider nicht kaputt, die alt. Okay, die Doggy-Style-Type. Und wir speichern hier nochmal. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.